natürlich mengenisch sind wir alle gut bannen der Überzeugung, dass das Luftqualität muss hoch sein, dass ein ganz wichtiger Beitrag zu einer Gesundheitspolitik ist. Und noch du wennst sie mir die Überzeugung als ADR, dass dieses Protokoll soll umgesetzt gehen, aber ich komme nur zu ein paar Remarken an dem Kontext. Das erste ist, dass die Politik an ich meine, das ist ganz wichtig, dass die Politik muss rational betreiben, mit Verantwortung, nicht an Panik und nicht an Angst, wie es von verschiedenen Seiten suggeriert wird, aber eben aufgrund von so soliden wissenschaftlichen Erkenntnissen wie möglich. Wir haben in der letzten Zeit gesehen, dass verschiedene von den Referenzwerten und Diskussionen kommen sind. Das ist gut so. Weil, wenn sie nach Rot gehen, dann müssen sie überprüft gehen. Neue Modelle müssen vielleicht abgestaltet gehen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse mit berücksichtigt gehen. Als die 40 Mikrogramm pro Kubikmeter eine sinnvolle Grenze oder nicht. Alles das muss geguckt gehen, und als Legislation soll sich den bestmöglichen, aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen anpassen. Es ist auch so, den Vertreter von der SAP, Herr Engel, hat gesagt, dass eine soziale Komponente dran ist. Wir haben gesehen in Deutschland mit den Demonstrationen für den Diesel am Blick. Wir haben gesehen in Frankreich mit den Gilets jaunes, dass Umweltpolitik ganz im Streit kann sein und zu sozialen Unruhen kann führen. Dafür ist es für uns wichtig, auch am Interesse von einer sozialen Begleitung, einer Umweltpolitik, op rationalen, nachvollziehbaren und objektive Kriterien zu handeln, für das Leute doch können verstehen und mitdrohen, und das gilt eben auch für alle Grenzwertdiskussionen. Als Kritik als ADR beruht also nicht auf dem Wunsch und auf dem Willen, den wir voll mitdrohen, für als Luftqualität so hoch wie möglich umzuhalten, aber auf der Gesamtevaluation von Gesundheitskriterien und Luftqualität mit berücksichtigt gehen, mit anderen wichtigen Maximen von unserer Politik, wie zum Beispiel auch der Möglichkeit von der Landwirtschaft und der Industrie können kompetitiv zu funktionieren, und auch der Respekt für unsere individuelle Freiheit, und dazu gehört nun einmal auch den individuellen Verkehr, die Möglichkeit von den Leuten ein Auto zu holen und sich können frei mit dem zu deplacieren. Für wer geht die Regierung hin? Und hält Engagementer von minus 83%, weil dann der ganze Europäische Union einmalig hoch ist. Als Erhaltung ist da eng einer. Wir sollen als Lützeburg an der Moyenne von den Engagementen bleiben, aus einer ganzen Reihe von Gründen, die ich hier angeschwert habe, und nicht Vierreiter an einer Situation sind, wo wir als Dummer da gegenüber anderen Ländern Notdeler haben. Ich meine, auch das muss ich sehen, am Kontext von dem, was die Lützeburger Pollutionswerte oder Luftbelastungswerte reell sind, nämlich extrem niedrig europaweit und weltweit. Wir dürfen Umweltpolitik nicht verwechseln mit einer ideologischen Politik. Wir haben ein bisschen den Eindruck, dass die Regierung Ideologie möchte. Ideologie gegen den Individualverkehr. Und das gesagt nicht nur in der Diskussion Grenzwerte, wo eben den Transport einen relativ hohen Anteil Stickstoff hat oder reine Stips, mit gesagt gleichzeitig auch dem Wunsch, Steuern zu erhöhen an dem Bereich der Taxisen, wo auch eigentlich kein budgettechnisch Notwendigkeit besteht, weil die Regierung mit einem großen Hofrat darauf hingewiesen hat, dass das Budget am Gleichgewicht wäre. Was das also durchsagt, Herr Engel als Vertreter von der SAP sagt, wir hätten eine Sozialbegleitung. Und gleichzeitig möchte die Regierung, wo der SAP auch dran ist, eine Steuererhöhung auf den Akzise von einem 2 oder 3 Cent dieses Jahr und nachher so viel nächstes Jahr. Wo ist dann da die Sozialkomponente, wo nie eine budgetäre Notwendigkeit, eine Steuererhöhung, die dem Klima nicht profitiert, an den kleinen Leuten, für die der SAP sich hier will ansetzen, garantiert auch nicht. Da ging es so, und da sollte der SAP gucken, dass es nicht zu einer Erhöhung in den Akzise kommt. Der DR als die Partei, die klar den Umweltschutz unterstützt, auf Basis von klaren, nachvollziehbaren, wissenschaftlichen Kriterien. Das ist es so. Aber wir wollen keine ideologische Politik, aber wir wollen auch nicht, dass der Begriff von der Moral falsch benutzt wird. Und ich so nicht gewährt. An der Kommission hat mir der Minister gesagt,
Die Regierung hat sich für die minus 83% engagiert, weil das eine moralische Verpflichtung wäre. Es ist aber auch eine moralische Verpflichtung von der Regierung, dafür zu sorgen, dass eine Ökonomie funktionieren kann. Dass die Freiheit von den Leuten nicht eingeschränkt wird. Und das ist eine moralische Verpflichtung von der Regierung, nicht Reklam zu machen für Elektromobilität, wo sie weiß, dass 20% ungefähr von dem Kobalt, der für die Elektromobilität gebraucht wird, wo Kanada am Kongo produziert wird. Wenn das da fördert, mit Prämien von 5.000 € eine Reklame für voll auf Elektromobilität zu gehen, wissend, dass Kanada am Kongo in unmöglichen Konditionen dafür schaffen, der soll halt nicht von Moral schwätzen, weil wir so, dass wir als Politik wollen, auf eine nachvollziehbare Wissenschaft aufbauen. Das ist etwas, wo wir nicht mitmachen. Wir werden uns bei diesem Projekt enthalten, und wir werden und wir verlangen, dass die Umweltpolitik auch an dieser Regierung eine Politik ist, die die Interessen vom Land probiert, mit einer wirklich engagierten Umweltpolitik zu verbinden. Das ist eine Forderung.